herzlich willkommen zu einem neuen Zwei-Kanal, wieder zum besten Zwei-Kanal hier bei YouTube, und zwar heute live aus dem Stream, und zwar mit meiner Ehren-Community natürlich, einerseits mit ihnen und andererseits will ich einen kleinen Real Talk starten, und zwar ein Real Talk zuerst einmal über was jetzt in der nächsten Zeit hier ansteht bei YouTube, was ich vorhabe hier bei YouTube, und vor allem dass ich jetzt in der nächsten Zeit ein bisschen runterfahren mit YouTube. Also, Chat, ich habe es euch letzte Woche schon kurz erklärt, aber ich muss in den nächsten 1,5 Monaten muss ich ein bisschen zurückfahren mit YouTube-Stuff, was ich mache. Nicht, weil ich keinen Bock habe, sondern wegen meiner Bachelorarbeit. Ich bin ja tatsächlich, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber ich bin tatsächlich noch am Studieren. Vom Intelligenzgrad würde es mir der ein oder andere nicht geben. Snacks86, wenn du hier in den Chat drin kommst und die Twitch-Kanal einfach drin posten, dann kannst du einfach mal ganz entspannt für 300 Sekunden auf die stille Treppe, Digga. Eigenwerbung, ich habe hier gar keinen Bock. Scheiß drauf. So, was machen wir weiter. Ich studiere und bin momentan an meiner Bachelorarbeit. Es ist für mich momentan relativ schwer, irgendwie Motivation zu finden und so weiter und so fort. Ich bin momentan ein bisschen am Hadern mit mir selber, aber das kennt ihr wahrscheinlich alle, dass die ganze Zeit, wenn wir etwas müssen machen oder wenn wir etwas müssen machen, auf der Schule oder so, einfach absolut, man macht einfach nichts bis im letzten Moment, und nein, im letzten Moment macht man alles. Und das ist einfach, momentan muss ich eigentlich einfach ein bisschen meine Zeit da drin investieren, so viel wie möglich Uni-Stuff zu machen, beziehungsweise die Bachelorarbeit irgendwie fertig zu bekommen. Aber das heisst nicht, dass ich nicht streame. Also ich streame weiterhin natürlich jeden Samstag, weiterhin jeden Montag am Abend 19:30 Uhr, das bleibt. Zwei-Kanal-Videos sind immer noch also die kommen immer noch relativ regelmäßig. Das Einzige, was so ein bisschen wahrscheinlich daran leiden, ist der Hauptkanal. Weil für diese Videos muss ich schon relativ viel Zeit aufwenden und viel Zeugs machen. Das ist auch ein bisschen aufwendig und ein bisschen mühsam, wo ich momentan wo ich momentan wahrscheinlich weiss, der Hauptkanal, der wird am meisten darunter leiden. Darum wollte ich das einfach auch mal sagen. Und nein, für mein Comeback habe ich noch etwas anderes, für wie ich zurückkomme. Und zwar, ich habe euch da schon letztens mal etwas angeteasert von dem, aber ich habe jetzt nochmal hier mit dem Livestream jetzt mal auf ernster Basis, mal ausnahmsweise Chat, habe ich mal mit euch etwas noch besprechen. Und zwar eben in der letzten Zeit oft habe ich den Gedanken im Kopf, wegen YouTube-Videos oder Hauptkanal-Videos eine Zeit lang zu probieren auf Hochdeutsch. Wieso? Jetzt sagen vielleicht der eine oder andere vielleicht so, oh Digga, du machst das nur, weil du jetzt irgendwie weiss nicht, wie mehr Geld verdienen oder weiss nicht was. Was soll ich sagen? Also es ist sicher mit ein Grund, und das stimmt auf jeden Fall. Also das ist auf jeden Fall ein Grund. Wieso sage ich das einfach so? Ich sage das nicht aus dem Grund, weil ich sage, ja, ich will mir eine fette, reiche Tasche verdienen oder sehr viel Geld verdienen. Nein, ich sage euch das, wie es ist. Und zwar, ich mache das YouTube-Zeugs, das Streaming-Zeugs und das Livestreaming-Zeugs so wahnsinnig gern. Ich sage euch, so wie es ist, ich mache das unglaublich gern, und ich glaube, alle Leute, die hier im Chat drin sind, und mir kennen oder ein bisschen oft rum sind hier, die wissen oder die merken, dass ich das wirklich extrem gerne mache. Und dass ich sehr viel Bock habe auf YouTube-Videos und dass ich Bock habe auf den ganzen Shit. Eventuell mache ich dann, irgendwann das Comeback, irgendwie im März oder im April, fange ich dann an mit hochdeutsche Videos eventuell. Natürlich würde ich da nicht einfach so zack drin schlagen und einfach anfangen mit hochdeutschen Videos, sondern das wird irgendwie über mehrere Schritte passieren. Und es sind da schon Leute drin geschrieben, das wird cringe. Ja, wahrscheinlich schon, aber ich habe früher schon hochdeutsche Videos gemacht und habe so geredet. Ja, also ich glaube, Hochdeutsch, einigermaßen kann ich das auch sprechen, ne? Chat, wie geht's denn mit euch, hä? Nee, es wird natürlich schon anders sein, und es ist natürlich auf eine Art und Weise auch weniger authentisch im ersten Moment, das stimmt auf jeden Fall, aber ich habe wirklich Lust, das nochmal zu probieren und nochmal so wie
alles zu geben, was ich habe. Ich bin momentan wirklich oft an dem überlegen und ich habe euch das einfach ganz transparent so sagen, weil ich euch da auch mit einbeziehen. Ich will euch nicht aussen vor lassen bei solchen Entscheidungen, weil ich glaube, dass der Support von meiner Community bei genau solchen Entscheidungen einfach extrem wichtig ist und dass ich das mit meiner Community auch muss, besprechen und abmachen. Ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig und das wollte ich natürlich auch machen. Was machst du nach deiner Bachelorarbeit? Nach meiner Bachelorarbeit fange ich wahrscheinlich an mit dem Master. Das wäre dann gerade Richtung Sommer, fange ich an mit dem Master. Aber ich fange nicht hardcore an mit dem Master, sondern erst so 1-2 Fächer, weil ich wette wirklich vielleicht probieren, viel oder wette probieren mit den deutschen Videos vielleicht ein bisschen, ja, vielleicht etwas zu schaffen. Wer weiß, ob vielleicht da etwas könnte passieren und ich mache mir dann da auch vielleicht ein bisschen einen Plan oder so, dass vielleicht der ein oder andere Deutsch-YouTuber auf mich reagiert oder so. So Zeugs überlege ich mir, dass ich aber einfach weiß, dass ihr wisst, dass ich euch nicht draussen vorlasse. Ich denke am meisten oder an, wie findet es meine Community, was überlegt sich meine Community und so weiter und so fort. Und wenn ich da hier im Chat lese, zum Beispiel vom Gianni, wenn er hier schreibt, finde das gut, kannst du auf meinen Support zählen, ist mir egal ob Deutsch oder Schweizerdeutsch. Ja, ey, Gianni, ich danke dir wirklich noch viel Mal, also mein Support hast, ey, ich danke euch 1000 Mal. Also es ist wirklich nicht selbstverständlich und ich habe einfach das am Überlegen momentan. Und ja, ich habe das auch ein bisschen mit dem Martin besprochen und ja, wie sie oft so in dem Zwiespalt so, ja, wie mache ich die Schweiz? Wir machen den genau gleichen Aufwand mit schweizerdeutschen Videos, wo zum Beispiel, jetzt nur mal ein Beispiel, wo zum Beispiel unsympathisch auch macht. Er tut nicht mal den Zweikanal selber führen, weil er genug Geld verdient, dass er seinen Zweikanal einem Cutter geben kann. Und zum Beispiel, er macht genau gleich, sozusagen, der zeitliche Aufwand ist eigentlich genau gleich, wahrscheinlich noch weniger. Und wir bekommen so viel, sagen wir mal, so viel weniger Chance, grösser zu sein. Wir hier gar nicht mal die Chance so gross können jemals zu sein wie ein Sascha. Ich sage nicht, dass wir so gross wären wie Sascha, wenn wir hochdeutsche Videos machen würden. Auf gar keinen Fall. So etwas malen wir nicht im Traum aus, auf gar keinen Fall. Und das sage ich noch nicht, dass ich so gute Videos mache und so weiter und so fort, sondern ich sage mir einfach, dass der potenzielle Markt einfach wie grösser wäre im Chat. Also das ist so ein bisschen das, was ich momentan so ein bisschen überlege und darum eventuell passiert das irgendwann einmal in nächster Zukunft. Ich halte noch da auf jeden Fall noch auf dem Laufenden. Aber jetzt auf jeden Fall erst einmal mit der Bachelorarbeit fertig machen und es sind ein paar Leute gefragt, was ich mache. Ich mache Bachelorarbeit über Social Media Kommunikation vom FC St. Gallen und dem BSC Young Boys und dort im Genaueren über die Kommunikation vor der Corona-Krise und die Kommunikation nach der Corona-Krise. Ist ein bisschen, ja, ist halt einfach so ein Bachelorarbeitsthema. Genau, das wollte ich noch schnell erklären. Also YouTube oder auch Stream auf Hochdeutsch. Das weiß ich noch nicht. Wahrscheinlich zuerst einmal sicher YouTube. Und wenn das so ein bisschen vielleicht, wenn das würde ich neu anziehen, vielleicht würde ich dann noch überlegen, mit den Streams auf Hochdeutsch umzuswitchen. Aber es würde dann auch nicht so sein, dass ich neu wie sagen, ich bin jetzt Deutscher oder so. Überhaupt nicht. Also es geht mir immer noch darum, dass die Leute oder alle in Deutschland noch wissen, ey, das ist ein Schweizer. Weil, kennt ihr irgendeinen Schweizer YouTuber, der in Deutschland wie ein bisschen gross ist? Ich kenne niemanden.